Nicht die Warnung der Signalanlagen. Nicht das Hupen des Lokführers, nicht den heranbrausenden Zug. All das muss die 16-Jährige wohl überhört haben, gestern Abend kurz vor 8. Auch die Notbremsung des Zuges konnte das junge Mädchen nicht retten. Sie starb noch an der Unfallstelle im Gleisbett. Sie hat den herannahenden Zug zu spät oder gar nicht wahrgenommen. Der Lokführer leitete noch eine Notbremsung ein und gab Warnsignale. Letztendlich konnte aber ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Sie wären vermeidbar und sind darum so bitter. Tödliche und schwere Unfälle, wenn der Kopfhörer die Aufmerksamkeit absorbiert. Gerade vorgestern überquerte eine 12-Jährige hier in Frankfurt eine rote Ampel. Sie trug Kopfhörer. Ein Auto konnte gerade noch bremsen, ein anderes erfasste sie. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Anderes Beispiel. März 2012 in Kassel. Ein 15-Jähriger wird mit Kopfhörern von der Straßenbahn überfahren, stirbt im Rettungswagen. Heute Vormittag am Luisenplatz in der Darmstädter Innenstadt. Zwischen Bussen und Bahnen sind viele Passanten und Radfahrer mit Kopfhörern unterwegs. Dass eben ein Mädchen Musik gehört hat und ist mir vors Auto gelaufen. Ich dann aber auch eine Vollbremsung hingelegt habe, also ist alles gut. Also ich bin als Autofahrer rechts abgebogen und die Fahrradfahrer, das war auch einer mit Kopfhörern, der fuhr halt geradeaus und das kann schon kritisch werden. Der Gesetzgeber hat den Gebrauch von Kopfhörern erlaubt. Allerdings darf das Hörvermögen nicht beeinträchtigt werden. Außengeräusche sollen also gut wahrnehmbar sein. Wer nicht hört, kann die Gefahren auch nicht erkennen. Und trotzdem, gerade junge Menschen tauchen auch im Großstadtverkehr tatsächlich in ihre eigene Welt ab. Ja, also das ist so, dass ich halt nur die Musik höre, von außen höre ich nichts mehr. Ich muss ja gar nichts hören. Ich höre meine Musik und ich laufe meinen Weg. Ja, und sonst anderes interessiert mich halt nicht. Wie also verhindert man diese Unfälle? Eine schwierige Frage, die auch den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub beschäftigt. Wir sind jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass der Gesetzgeber gefordert ist, da jetzt etwas zu machen. Es ist auch nicht der Problemdruck so groß, dass wir da jetzt den allergrößten Handlungsbedarf sehen. Natürlich, wie gesagt, gibt es solche Fälle, aber das ist etwas, wo man eigentlich selber darauf achten muss. Also mehr Eigenverantwortung. Denn Warnungen und Signale helfen nur, wenn man sie auch wahrnehmen kann.